Zwergschnauze. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Podcast-Folge. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier wieder eingefunden für eine neue Podcast-Folge. Und ja, wer gerade meinen Podcast schaut, in dem Sinn in Form von Videocast, wird feststellen, dass ich wieder mal ganz woanders sitze, weder in meinem sonst so gemütlichen Büro. Das hat in dem Sinn nur einen einzigen Grund, nämlich gar keinen. Ja, ich hocke jetzt heute hier bei uns im Esszimmer bzw. im Eingangsbereich, weil ich komischerweise heute wieder mal so einen komischen Magen habe. Und ich merke gerade, ich sage sehr oft komisch, was ich noch könnte. Ich könnte hier die Knappen einstellen, dass es ein bisschen besser aussieht. Ehrlich gesagt, nein, ich glaube, da bin ich fast überbelichtet. So, stellen wir die wieder ab. Auf jeden Fall heute an diesem schönen Dienstag bin ich noch nicht ausgesehen, obwohl es draussen sehr warm ist, aber irgendwie vertrage ich die Sonne nicht mehr. Also allgemein, das heisse Wetter. Keine Ahnung warum, dass ich eigentlich auch deswegen sehr wahrscheinlich nicht mehr so in die Ferien gehe. Aber ja, was wollte ich? Gesundheitlich muss ich sagen, geht es soweit nicht schlecht. Aber morgen komme ich mal wieder eine Spritze in meinen Arm geschossen über. Also nein, das klingt jetzt natürlich brutal, aber morgen muss ich einfach wieder mal einen Check machen, mal schauen, ob da mit dem Blut und alles okay ist. Weil ich habe grundsätzlich meine Ernährung komplett umgestellt. Keine Angst jetzt an alle Leute, die mir auf Social Media folgen oder sonst irgendwo. Ich werde nicht einer von diesen Gurus oder was weiß ich, Esoterik-Leuten, die dir da etwas erzählen wollen, wie fein und gesund und weiss nicht was, nur noch vegan leben ist. Ich bin überhaupt nicht der Typ, wissen glaube ich auch die meisten. Aber ich muss gleich sagen, ja, die wollen, können. Aber ich persönlich, ich habe hier und da noch gerne Fleisch. Es muss nicht immer irgendwie ein riesiges Stück Fleisch sein, aber grundsätzlich bin ich immer noch der gerne Fleisch hat. Also jetzt komplett darauf verzichten würde ich nicht. Was ich aber habe gemacht habe, ist schon bereits ein bisschen darauf weniger zu achten, dass ich nur noch Fleisch esse. Aber ja, was soll ich sagen? Es gibt Leute, die leben nur vegetarisch, es gibt Leute, die leben nur vegan, es gibt Leute, die essen sogar nur Fleisch. Es gibt sogar Leute, die essen nichts, wo irgendwie sozusagen noch wächst. Das sind die sogenannten Frutarier. Da wäre ich schon eher nicht die Person dafür. Und was es auch noch gibt Carnivoren, die glaube ich nur je nachdem wirklich nur Fleisch essen und nichts anderes. Und dort wäre ich und überhaupt gar nicht der Typ. Ja, keine Ahnung, ob ihr das vielleicht gerade gehört von meinem Hund. Zwar, ich weiss momentan nicht, wie es gerade tönt hier, weil ich jetzt eben auch ein ganz anderes Mic habe. Also hier drinnen, wenn ihr gerade zuschaut, in meinem Mikrofon ist ein ganz normales DJI-Mikrofon, wo ich einfach nachher mit meiner Kamera hier verbunden. Klar, ich könnte natürlich auch jegliche andere Mikrofon dranhängen, für das man es in diesem Sinn besser hört. Ihr merkt, ich bin heute nicht so wirklich auf dem Damm. Ja, ich bin der nicht so gerne Checks macht. Aber ja, ich tue wirklich momentan ein bisschen probieren, meine Ernährung umzustellen. Also Konfi und viel Butter und eben die Konfibröter, die sind bei mir grundsätzlich Geschichte. Was ich jetzt habe angefangen ist mehr auf Knäckebrot umzusteigen. Ich glaube, das habe ich zwar schon letztes Mal erzählt, weiss ich gerade nicht mehr. Aber morgen wird auf jeden Fall mal geschaut, ob bei mir Weizenunverträglichkeit gibt. Eben habe ich glaube auch schon letztes Mal davon geredet. Und ja, wenn es scheint so sei, muss ich eine Magenspeicherung machen. Und ehrlich gesagt, ich habe nicht so Lust. Jetzt nehme ich schnell einen Schluck Tee. Auf jeden Fall gut für den Magen. Ich kann es brauchen. Aber
ich weiß auch nicht, die einen die stellen auch ihre Ernährung um und sagen dann: «Oh, wie gesund und alles, was sie leben.» Bei mir ist halt einfach ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, wie es bei dir da draussen ist. Bei mir ist einfach ein bisschen das Problem, ich esse nicht alles. Oder sagen wir es so, ich esse nicht alles so in der Natur belassen. Heisst zum Beispiel Avocado esse ich überhaupt nicht, also ist gar nicht mein Ding. Jedoch Guacamole heisst Avocado mit Gewürz und mit Peperoni und Zwiebeln und allem vermischt, esse ich wiederum. Das habe ich wiederum gern. Aber Avocado nur so, ich weiss noch, bei meinem früheren Job, bei meinem ersten richtigen Job nach meiner Ausbildung, dort habe ich auch ab und zu Avocado gegessen in der Mittagspause und ich habe dort auch 2-3 Mal probiert und habe müssen sagen, das ist gar nicht meins, das ist überhaupt gar nicht meins. Bevor ich mich jetzt irgendwie falsch drauf einlege, ich weiss gar nicht, ob Avocado grundsätzlich als Frucht gilt oder als Gemüse. Ich würde dann tendieren, dass es mehr als Frucht gilt, schon aufgrund vom Stein. Weil, ja, sagt mir ein Gemüse, das einen Stein drin hat, so wie ein Avocado oder wie eine Pfirsich oder ja, wie eine Aprikose, kenne ich grundsätzlich eben nur Früchte. Und Avocado ist für mich in dem Sinn auch eher eine Frucht. Aber ja, wie siehst du es? Schreib es mir doch sehr, sehr gerne mal als Kommentar oder als Direct Message rein. Also wenn ihr in dem Sinn den Podcast hier hört, dann je nachdem, also wenn ihr es auf YouTube schaut, habe ich den Check schon vorbei, hat man mir schon bereits Blut abgenommen. Aber die Ergebnisse sind natürlich noch nicht da. Mal schauen, wie es dann heute wird. Aber ich bin da guter Dinge. Positiv denken einfach. Ich meine, wie gesagt, oder schon öfters erwähnt im Podcast, momentan auf dieser Welt gibt es so viel Elend, so viele schlimme Sachen und so viele traurige Sachen auch, wo einfach du selber zufrieden sollst sein, dass das Leben so kannst leben, wie du es momentan hast. Also eben, du schaust raus, die Sonne scheint. Bist froh. Ich habe auch irgendwie wieder mehr mir angewöhnt oder bin dran, wieder mehr zu lachen. Das habe ich jetzt lang nicht mehr gehabt. Aber ich probiere auch Sendungen, Serien sowie auch Filme zu schauen, die mich in dem Sinn viel mehr zum Lachen bringen. Und eine Serie, die mich sehr zum Lachen hat gebracht, oder die mich momentan sehr zum Lachen bringt, ist Young Sheldon. Ich bin ein riesengroßer Big Bang Theory Fan, aber Young Sheldon habe ich immer gedacht, das ist so mehr Drama. Aber ich muss sagen, die Serie, die ist wirklich genial gemacht. Und ich hoffe, ich kann jede Folge schauen. Also nicht, weil ich jetzt absäbeln oder so. Nein, sondern einfach, weil dort, wo ich so momentan schaue, dass sie alle Staffeln in dem Sinne haben. Ich meine, ich bin jetzt auch 35, ich habe keinen Bock, irgendwie da irgendwann noch angezeigt zu bekommen, wegen Raubkopien. Also die Zeit, meine Jugend da ist vorbei, wo man noch auf Casa und Emul und dort überall ist seine Sachen herunterladen. Das ist ganz klar bei mir vorbei. Ja, dort zahle ich halt lieber mal mehr auf legalem Weg, obwohl ich zwar muss sagen, der ein oder andere Streaming-Dienst macht auch ein bisschen illegale Wege, indem sie einfach mal Preise hochsetzen und man dann noch mehr dafür zahlen soll, weil man dann damit sagt, ja, dafür können wir bessere Produktionen rausbringen. Ich weiß nicht, bessere Produktionen, ja und nein, dafür und wieder. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens Rentierbaby fertig geschaut. Die Serie ist überall in den Nachrichten gesehen. Viele haben es erwähnt, auch da eben, dass die richtige Stalkerin jetzt Netflix hat verklagt. Lustigerweise hat sie Netflix verklagt und nicht einmal der Regisseur, der ja in dem Sinne seine Geschichte hat erzählt. Oder der Produzent, ich glaube, er ist mehr der Produzent. Ich glaube, die Regisseurin war nachher eine Frau gewesen. Item, auf jeden Fall ist der die Story von Rentierbaby hat erlebt, ist dort involviert gewesen.
Hat, glaube ich, auch er selber gespielt. Genau, er ist ja noch der Schauspieler selber gesehen. Und hat einfach das in dem Sinne nochmal nachgespielt, aber nicht mit der richtigen Stalkerin, sondern natürlich mit der Schauspielerin. Und die originelle oder original real lebende Stalkerin hat jetzt eben Netflix verklagt. Weil man in dem Sinne sie, glaube ich, nicht hat gefragt oder beziehungsweise weil die Story ganz anders ist gesehen, wenn das sie in der Serie erzählt wird. Und ja, was soll ich sagen? Der Betrag der ist recht hoch. 170 Millionen Dollar. Das ist mal ein Betrag. He? Stell dir vor, jemand verklagt dich für 170 Millionen Stutz. Nachdem du halt eine Serie oder einen Film hast über sie gemacht, über die Person. Wow. Ja. Aber was soll ich sagen? Amerika, yay. Obwohl das spielt, glaube ich, in England. Aber Amerika hat ja auch schon die ein oder anderen Gerichtsverhandlungen gegeben. Oder eben Gerichtsurteile, wo du hast müssen sagen, das passiert nur in Amerika. Stichwort Nutella. Auf jeden Fall eben, habe ich sagen, Rentierbaby, es war interessant gewesen, aber es hat mich komischerweise nicht so gepackt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich inzwischen einfach so auf einem Level von Sensation, wo ich nachher muss sagen, ja, dort ist jetzt mein Level, ich muss etwas haben, was drüber ist und kann nachher in dem Sinn nicht passieren, dass etwas wirklich mich noch mehr in dem Sinn greift, emotional, wie jetzt eben bei Rentierbaby der Fall ist gesehen. Das hat mich gar nicht so. Vom Humor her hat mich nach einem Young Sheldon schon mehr gezogen. Also eben dort lache ich mehr. Klar, Rentierbaby ist natürlich nicht witzig, dementsprechend. Aber von der Serie her oder vom Ganzen packt es mich momentan viel mehr, weder auch die neueste Staffel von The Boys. Also The Boys hat mich bis jetzt nicht gecatcht. Also er hat mich überhaupt gar nicht können überzeugen, wie zum Beispiel die erste Staffel. Aber wer weiß, es sind noch nicht alle Folgen da. Vielleicht wird es wieder super gegen Schluss. Es kommt ja nachher noch die 5. Staffel, nachher ist ja Schluss. Und dort macht man dann nachher Feierabend bei den Boys. Aber ja, wie wird es in dem Sinn jetzt gesehen? Ich muss einfach sagen, es ist schade, dass eben so Streaming-Dienste sagen, sie tun Preise nur, für dass man mehr unterhalten wird. Und nachher ist die Unterhaltung nicht gerade für alle so das, was es sein sollte. Also es überzeugt nicht gerade immer. Ja. Keine Ahnung, wie es bei dir draussen ist. Ob du dir schon mal hast überlegt, hey, ich möchte mal eine Serie über dieses oder jenes sehen. Ich persönlich möchte gerne mal wieder einen Film sehen, so auf dem Level von Freddy vs. Jason. Vielleicht kennst du den, wo dann zumal Freddy Krüger gegen Jason Voorhees hat gekämpft. Dass zum Beispiel so ein Dreiergespann plötzlich wird kommen, irgendwie Michael Myers gegen Freddy und gegen Jason, dass sie so zu dritt sind und eben Leute sind dann gleich auch noch Schäden davon tragen. Oder ja, halt auch komödiemässig, dass so irgendwie mal ein bisschen mehr geht. Weil gestern habe ich zum Beispiel die Komödie Bromates gesehen, wo der eine Schauspieler, ich weiß gar nicht mehr, wie er heisst, auf jeden Fall der eine Schauspieler, Firi eigentlich, der hat bei... Wo habe ich ihn jetzt das letzte Mal gesehen? Es geht auf jeden Fall um Google, nicht Social Network oder Social Network, heisst das? Oder ist das mit Facebook? Auf jeden Fall mit dem... Hey, jetzt habe ich wirklich gerade das Blackout. Ich glaube heute wirklich nicht so da. Vincent Walk heisst, glaube ich, der eine und der andere, da, der Blond, der ja, glaube ich, seine Kids vernachlässigt. Ja, auf jeden Fall auch schon in sehr viel Amerikanern. Dort ist er vorgekommen.
Und der spielt immer so ein bisschen die unscheinbaren, peinlichen, nerdige Rollen. Und eben, da habe ich mal die Bromance geschaut und da muss ich sagen, es holt mich gar nicht ab. Auf jeden Fall ist Snoop Dogg dort als Produzent dabei. Heisst, er hat in dem Sinne dort noch Cash reingeblättert, für das der Film kann realisiert werden kann. Regisseur, glaube ich, ist er wiederum nicht gesehen. Aber ja, der Film hat mich überhaupt gar nicht abgeholt. Es war mehr eine kleine Tortur. Und ihr kennt mich. Wenn ich einen Film schaue, dann lasse ich das Nadel grundsätzlich weg. Also das hat bei mir nichts zu suchen, für das irgendwie abgelenkt wird oder so. Das überhaupt und gar nicht. Ich war sogar gemütlich mit einem Fußbad beschäftigt gewesen, aber der Film hat mich irgendwie gar nicht abholen. Auf jeden Fall, heute habe ich noch geplant, dass ich einen schaue mit dem Jason Statham. Beekeeper war ja der letzte, den ich angeschaut habe, und da muss ich sagen, oh, nicht schlecht. Ein bisschen zu fest aufgetragen, aber nicht schlecht. Und heute irgendwie, beim heutigen Film geht es hier um Bankraub, irgendwie so Geldtransporter. Vielleicht weiss der andere oder so, der eine oder andere draussen, welchen Film das ich meine. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, ihr hört, momentan bin ich nicht so auf dem Damm. Ich bin auch ein bisschen müde. Ja, halt sehr wahrscheinlich jetzt eben aufgrund von dieser Ernährungsumstellung ein bisschen Müdigkeitserscheinungen. Wer weiß. Ich würde sagen, das war es für die heutige Podcast-Folge. Vielen herzlichen Dank für alle, die wieder zugelassen haben. Ich glaube, ich lade die Podcast-Folge einfach mal so hoch, ohne irgendwie Schnitt oder so. Also sicher vom Ton her. Klar, dort habe ich auch schon letztes Mal vorgehabt, aber dort auf jeden Fall mal komplett ohne Schnitt oder etwas. Und ja, abonniert gerne meinen Kanal, abonniert gerne meinen Podcast, oder immer ihr auch gerade meinen Podcast hört, wenn ihr ihn überhaupt hört. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss zusammen, euer Sam, Jimmy, ciao. Zwergschnauze.